Moin. Salut. Wie geht es? Ich meine der Gag. Ja, salut bei einem Telefonbestar. Mehr haben heute ein kleines Video für ein bisschen viel zu bereden, was genau könnt ob stur ob da BlizzCon. Das Jahr an den Herbst-Schedule, also der Planning, als rauskommt. Wir haben heute die erste Podest, den 26. Oktober, 27. Oktober, 21. 29. und 30. Oktober. Das sind alles Qualifying von E-Sports, ne? Du siehst da das StarCraft 2, wie viel wie eine Gruppe spielen an High und Do. Das ist nicht so interessant für dich. Was interessant ist, das fängt den 3. November Freude an. Du siehst das hier schon, ne? Hier ist Opening Ceremony Mainstage. Für die Leute, die ein Virtual Ticket kaufen, respektive kaufen wollen. So gesagt, das aus. Also, hier sieht dann die verschiedenen Spieler oder Eventer, wo sie haben, wo sie sind, wie sie laufen und wie lange es dauert. Und wo da schon so am ersten Blick guckt, den nächsten Tag auf der BlizzCon, Diablo als ja, irgendwie so high. Und das ist wirklich, bah, am Mengen an ein bisschen traurig. Aber hier sieht dann, wie was ist. Also der Mainstage ist da, wo die Hauptsachen sozusagen angekündigt sind, die größeren Events sind am hier und da, ne? So wie das auch auf der Gamescom gewinnt sieht. Du siehst dann effektiv, was du lebt. Das geht bis alles 9 Uhr. Also Zeit. Ja. Du hast dann die Sports-Event da und sie nennen das mythisch, legendär, episch und heroisch. Das war noch nie so, aber das ist neu. Aus einem Grund auch immer. Das ist mal den ersten Tag wieder hier gesehen. Du gehst World of Warcraft, Orange als höchstwahrscheinlich Hearthstone, ja. Und hier ist ein kleines Glück. Du hast eine neue gekündigt. Voilà. Ob das sich hier überschneit, ob du etwas Diablo könnt, weiß ich nicht. Aber sie hat ja schon viel angekündigt, dass du Diablo nicht neu so gekündigt wird. So gesagt hat dann den nächsten Tag aus. Ne? Und am zweiten Tag gesagt hat dann so aus, das geht dann morgens um 10 Uhr los. Und dauert dann auch bis ein bisschen mehr wie 9 Uhr auf ist. Und da ist dann nochmal Closing Ceremony, wo dann noch eine Band spielt. Ich weiß nicht, ob das schon angekündigt ist, wie eine Band das ist. Auf alle Fall, da haben wir dann noch einen Diablo hier. Am großen Ganzen gesagt, das kommt so aus. Hier ist alles Hearthstone, Finals, also das ist alles am Anfang. Alles was E-Sports ist. Also am Anfang hier in E-Sports, hier in Dingens, wo sie dann haben, wenn da lo ein Virtual Ticket hat, da könnt ihr die Sachen auch alle gute live mit verfolgen und respektiv auch mit gucken. Der hat dann hier, könnt ihr da gucken, wo das alles ist, auf welcher Hall, auf wie viel Dauer, dann zack. Guckt das einfach. Tab-Zeremonie, den 3. November, Opening-Zeremonie, die ist immer frei zur Verfügung für jeden Verein, live, auch YouTube, auf Twitch, wird das simultan gestreamt. Und alles, was du noch könnt, du musst dann ein Virtual Ticket haben, für das alles können wir zu gucken. Du hast dann auch Filter, wo du könnt, das Ganze von da auf blizzcon.com. Einer Schedule und du siehst dann hier Datum, da fängt der 26. an und Tab BlizzCon ist der 3. und der 4. Und hier oder da verschiedene Filter, wo du könnt benutzen, weil da gerne Diablo gesehen, voilà, dann hast du gesagt, das dann so aus, respektive der 4. Das dann so aus, weil der gerne Hearthstone an den Diablo ausblenden, da ist alles was Hearthstone ist. Also, wenn da wollt über BlizzCon, über Blizzard-Spieler Bescheid wissen, da könnt ihr sie hier filtern, davon sie denkt auch rum.
die wo Overwatch willen wat der moment schon gehypt gött wie erst gesinn dann alles wat gro aus ne respektiv Nation der alles wat gro aus Overwatch. Du gi dann auch das nicht Dach dann ab 3 Uhr mittes. What's next du gekündigt hinaus für Overwatch natürlich alles wat du für Overwatch no könnt neues könnt wat huse geplant wie geht het weiter wat wir können durchgucken das wieder wild also oder Starcraft das dann halb 2 Mainstage du get der what's next du gekündigt World of Warcraft mal aus so du dann he das schon deckt packt schnuder Opening-Zeremonie ein klein Pause und dann Batch World of Warcraft du dann wat neues für World of Warcraft an wie gesagt für die Leute die op angeschaut wegen dem Diablo da geht zack da tun wir dann den 3. November Fridays gängt aber das halb 3 Uhr Heroic Hall A Level 2 Emol an den 4. November samstes aus dem Diablo dann auch plus mehr von halb 3 bis 3 ungefähr doch immer an dem Sinn du ich kann mich evaluieren schmengen 3 aus ist aber so stimmen Moes ob dat lo amerikanisch Zeit das an dort europäisch Zeit kann natürlich auch sinn wann ich mich verdien hun Auerzeit denn das kann natürlich sind dass die ewig Auerzeit dat amerikanisch aus an die ënnecht aus dann europäisch dann as wie ersch relevant dann 11 Moes halber 11 Diablo respektiv Diana wo ich gewissen hun an haier noch geil dat muss selber gucken schmengen dat das aber so dass den ënnechten die bloen Deel dass dat aber die europäisch Zeit ist dass die für alles relevant ist wie gesagt dat muss ich schon gucken oder der von der selber raus dass sie da wild auf jeden Fall ersten Herbst schedule discount.com du fand der dat an der könnt noch immer Virtual Ticket kaufen wie da sieht unter dem Button doch klicken und da könnt ihr die kaufen so dat war für den Moment über Discount News. Wir sehen uns da beim nächsten Video. Vielmals merci wieder schalten am Ciao.